Die Leute fragen immer, Pat, was hast du eigentlich am 16. Februar 2017 gemacht? Und heute ist ein Donnerstag. Ich habe den ganzen Tag wirklich, ich bin nicht aus dem Haus. Ich habe die Wohnung nicht verlassen. Ich bin aufgestanden, bin vor dem PC, habe geschafft, habe schnell etwas zum Morgen gegessen, bin vor den PC gegangen, habe weiter geschafft, dann habe ich irgendwann kurz etwas zum Mittag gegessen und bin wieder vor dem PC weiterarbeiten. Jetzt sitze ich hier im Wohnzimmer und nehme das Video auf. Weil ich mache heute nichts. Jetzt habe ich aber 2, 3 Sachen, die ich ankündigen oder anmerken will. Das erste ist 19:30 heute, das ist Donnerstag, Team Gritze Stream mit dem Martin, dem Rob, dem Steve, dem Lorenz und dem Niki. Das zweite ist, wenn ihr Bock habt, ab und zu etwas von mir zu lesen, dann schaut mal unten in die Videobeschreibung, dort ist nämlich der Link zu meinem Blog. Den findet ihr aber auch ganz einfach auf www.allespad.ch. Da kommt immer mal wieder ein Beitrag, nicht regelmäßig, auch noch nicht zu bestimmten Themen, sondern einfach, wenn es irgendetwas gibt, dann, wo sich schlecht in ein Video fassen lässt, dann schreibe ich das dort auf den Blog. Es ist einfacher, als dann für gewisse Sachen entweder nichts zu machen, weil das schießt mich dann richtig an, weil ich ein Mitteilungsbedürfnis habe. Aber es ist eben wesentlich einfacher, etwas zu schreiben, manchmal, als ein Video zu machen. Darum gibt es den Blog. Könnt ihr mal abchecken. Auf der rechten Seite von diesem Blog kann man auch seine E-Mail-Adresse eintragen und dann bekommt man immer eine Nachricht, wenn es einen neuen Beitrag gibt. Das dritte, was ich noch loswerden will, ist keine Ankündigung, sondern eher schnell eine Meinung und ich wollte auf euch auf etwas aufmerksam machen. Und zwar hat am 14. Februar, das war der Valentinstag, am Dienstag, da hat es auch einen Blogpost dazu gegeben und das nehme ich jetzt gerade als Anlass, das, was ich da geschrieben habe. Der Blick hat geschrieben, Anna 19 hat den Schweizer Pass gewonnen. Es geht also darum, dass Energy Zürich, der Radiosender, einen Schweizer Pass verlost hat. Also das ist natürlich eine Clickbait-Überschrift, ist klar, man kann den Schweizer Pass nicht gewinnen. Energy Zürich hat ein Gewinnspiel gemacht, quasi, wo die Gewinner nachher die Kosten für den Schweizer Pass erstattet bekommen haben. Das heisst, das sind alles Leute, die theoretisch sich einbürgern lassen, also die Voraussetzungen erfüllen. Und Energy hat gesagt, der Gewinner, dem zahlen wir nachher alle Kosten, die für das Einbürgerungsverfahren anfallen. Die Leute natürlich, dumm wie sie sind, haben nicht gelesen, was in diesem Beitrag steht, sondern haben direkt angefangen rumzumotzen und haben geschrieben, ja, jetzt kann man in der Schweiz schon den Schweizer Pass gewinnen, ja, das geht alles bergab, die Gesellschaft ist am Ende, das ganze Pack sollte man rausschmeißen, wir haben ja schon genug. Es war ein Trauerspiel in diesen Kommentaren, wirklich. Und vor allem das Tragischste ist halt, die Leute haben einfach nicht gelesen. Die Leute haben wirklich nicht gelesen, um was es gegangen ist. Und das schießt mich an. Nicht nur, dass es so viele rassistische Huren-Drecksäcke gibt, sondern dass die Leute sogar noch zu blöd sind zum Lesen richtig. Weißt? Sie machen den Leuten einen Vorwurf, die nicht integriert sind und nicht vielleicht die deutsche Sprache nicht können und selber lesen es auch nicht. Sie denken nicht für 5 Rappen. Da hat zum Beispiel der Erste geschrieben, ich bin hier geboren, habe mich gut integriert und träume seit Jahren von einem Schweizer Pass und andere bekommen ihn geschenkt. Also das ist nicht einmal ein Schweizer Viertelbürger, der das gesagt hat, sondern das ist selber etwas, jemand, der in dieser Situation war. Kollege, statt eifersüchtig und neidisch zu sein, hättest du dich auch bei diesem Gewinnspiel bewerben können. Dann hättest du ihn vielleicht auch gezahlt bekommen, wer weiß. Der Nächste schreibt da, ganz ehrlich gesagt, die Schweiz haben wir verloren, so tief unten sind wir noch nie gewesen. Kollege, du hast mehr Angst vor dem Abstieg als Grasshoppers. Nein, jetzt wieder serious. Der Nächste hat da geschrieben, wird ja immer besser. Grosses rotes Ausrufezeichen. Zuletzt kann man ihn auch als Tombola-Preis haben am Turnabend. Grosses rotes Ausrufezeichen. Schweizer sind so blöd. Grosses rotes Ausrufezeichen. Jemand, der das ganze Leben lang hier lebt, integriert ist, die Sprache redet, hier arbeitet und Steuern zahlt. Was unterscheidet der von dir? Wir haben ein hohes Glück gehabt, dass wir da sind. Und es ist mega arrogant zu sagen, dass andere das Glück nicht haben dürfen. Weil weder du noch ich haben etwas dafür gemacht. Wir haben einfach scheisse Glück gehabt. Jetzt war ja gerade kürzlich die Umfrage zur erleichterten Einbürgerung. Die ist angenommen worden. Leute, die in der 3. Generation hier leben, sollen sich einfacher einbürgern, also dass es nicht ganz so einen bürokratischen Aufwand gibt. 3. Generation, hey, da lebt die Familie vielleicht seit 50 Jahren in der Schweiz und denen will man immer noch nicht das Leben erleichtern. Die Einbürgerung erleichtern, dass sie mit abstimmen können. Das sind Sachen, die verstehe ich nicht, wie da Leute dagegen sein können. Jetzt eine kurze Ansage. Falls ihr bei Facebook so Kommentare seht, schreibt, hey,
Du hast das hure Glück gehabt, dass du da geboren bist. Nicht im Kosovo während dem Kosovo-Krieg, dass du nicht in Syrien, im Iran oder im Irak, dass du nicht in Afrika vom Hungertod bedroht bist. Du hast einfach ein hure Glück gehabt. Den Leuten ist nicht klar, dass sie für dort, wo sie auf die Welt gekommen sind, nichts geleistet haben. Nichts. Null. Nada. Sie haben einfach ein Glück gehabt, dass sie da und nicht sonst irgendwo auf die Welt gekommen sind. Und das anderen Leuten zu verwehren, dass die ihr Glück suchen, weil es so dreckig geht, das finde ich ist eine Schweinerei. Und wenn man das noch in den sozialen Medien öffentlich rausplärt, dann muss man da dagegen heben. Leute, ich bin niemand, der linke Idealvorstellungen hineinläuft und sinnlos irgendwelches Zeug rausplärt. Aber es ist gesunder Menschenverstand. Entweder man hat Glück gehabt oder man hat Pech gehabt. Es ist so einfach. Und ich weiss nicht, was ich mehr dazu sagen soll. Bitte, wenn ihr so Sachen seht, schreibt etwas darunter, macht auf euch aufmerksam. Vergesst nie, wie schnell dass es gehen kann und so eine Stimmung in der Gesellschaft kippt. Darum sorgt dafür, dass die Stimmung nicht kippt. Sorgt für einen Gegenpol. Zeigt, dass es nicht egal ist, dass die Leute uns am Herzen liegen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder. Lasst ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Bis dann. Ciao zusammen.